Zora hat da einmal was mega Gutes gesagt, der ist mir wirklich geblieben und den beobachte ich. Sie hat gesagt, ja, man muss jetzt schon ein bisschen aufpassen, was man den Leuten sagt, oder? Weil sie lernen dich dann so kennen. Und das ist ja wirklich so, wenn du, sagen wir, wenn du einem Menschen sagst, ja, ich mache immer schlechte Arbeit und du nachher den Menschen triffst, dann fragt er dich, und hast du wieder Scheissarbeit gehabt? Das heisst, er fragt dich auf das, was du ihm erzählst, fragt er zurück, weil er gar nichts anderes weiss. Das heisst, du wirst in den Augen von anderen abgespeichert als der arme Sieg, der Scheissarbeit machen muss. Im gleichen Zug, durch die Frage, tut es dich automatisch wieder in die Gefühle hinein. Also, ist es jetzt, da kann man abwägen, ist es wirklich sinnvoll, über das zu reden, was du nicht möchtest, dass es wieder wirst hören, um dich wieder in der alten Soße zu finden? Oder versuchst du mal das Ganze halt anders zu sehen? Da kannst du zum Beispiel auch Sachen, die du normalerweise gar nicht angenommen hast oder so, wenn der eine mal ein Glückspilz, wenn einer ein Glückspilz sagt, dann nimm das an, sagst, ja, ich bin ein Glückspilz. Oder? Und dann merkst du dann plötzlich, oder, weil du jetzt ganz in einem anderen State bist und das vielleicht einmal annimmst. Nachher, oder auch mal den anderen sagst, wo habe ich wieder Glück gehabt. Oder? Und dann, wenn du so etwas sagst und oder boah, da ist wieder wie am Schnürli gelaufen oder wie auch immer. Und dann speichert dich die Menschen so ab, als der, wo alles wie am Schnürli läuft. Und dann fragen sie das nächste Mal auch, und hast du wieder so etwas Spannendes erlebt? Oder? Und dann kommst du, wow, ja, Hani, oder? Und das ist ein ganz anderes Gefühl, wie wenn du wieder, ja, nein, jetzt hast du wieder die Scheißarbeit, oder? Das ist einfach energetisch ganz, ganz eine andere Signatur, wo du ausstrahlst, wo du dann auch wieder anziehst, oder? Und dich wieder drin findest. Und ja, darum, also ich bin mittlerweile auch wirklich vorsichtig, was ich erzähle. Auch wenn ich jetzt einmal, sagen wir, Arbeit habe, wo ich mich gerade nicht so wohl gefühlt habe, ist jetzt nur mit der Arbeit das Beispiel hat, kann man mit allem, oder da überlege ich zweimal etwas zu erzählen. Vor allem, wenn ich selber weiss, ich habe Gefühl verknüpft damit, ich habe ähnliche Erfahrungen damit verknüpft, weil ähnliche Gefühle und ähnliches, also Situationen bringen dann wieder ähnliche Gefühle. Das heißt, wenn ich zum Beispiel wieder über das gleiche Thema mit einem Kollegen rede, reagiert der wahrscheinlich wieder gleich drauf und ich komme auch wieder die Reaktion zurück über und fühle dann das auch wieder, wie ich mich schon immer gefühlt habe, oder? Und durch das, dass man einmal das unterbricht und neue Gefühle versucht einzuladen, dann kann man auch die Welt ganz anders wahrnehmen, oder? Mhm. Ich meine, das ist ein gutes Beispiel, oder? Du bist im Zug und du bist gerade genervt, wenn das Kind schreit, dann, ja, dann siehst du das Kind anders, wie wenn es dir gut geht und das Kind schreit. Oder? Und so ist es halt, nehmen wir die Welt ganz anders wahr. Oder? Das kann ein Kind schreien im Zug und 15 Leute haben eine ganz andere Geschichte zu dem schreienden Kind. Oder? Und so ist es ein bisschen. Oder? Das heißt, wenn du dich immer wieder in gleiche Situationen tust, wirst du die Welt nie anders sehen. Das heißt, du wirst sie immer wieder aus dem, ich sage jetzt mal, Opferbewusstsein oder sehen, wie du dich selber siehst. Oder? Und ja, bemitleiden ist schon auch etwas sehr Starkes. Also, kenne ich von mir natürlich selber auch. Also ich will mich ja da nicht rausnehmen. Aber da passe ich mittlerweile auch auf oder mache das auch viel weniger. Oder? Dass ich sage, wieso schon wieder ich? Oder wieso? Das sind einfach Sachen, das ist schon wie vorprogrammiert, dass schon wieder irgendwann ich wird sein. Oder? Und das schon wieder ich gibt wieder gleiche Gefühle, gibt wieder gleiche Emotionen und holt wieder genau gleiche ein Ereignis in dein Leben. Und ja, wirklich versuchen, dich zu fragen, was möchtest du, was ist dein Ziel im Leben? Und dann fährst du an Geschichten und, wie soll ich sagen, Mythen sehen. Kannst ja auch schon dich selber sehen als der, wo keine Ahnung, die beste Erfindung hat. Oder so. Oder halt auch mal sagen, ja, ganz anders anfangen zu reden, oder so, dass du ja, etwas erfinden wirst, wo der Welt wird gut tun und nicht so, ja, ich bin wieder der, der ja, nur Scheiße muss machen, oder? Das sind ganz andere Ausgangslagen, oder? Weil auch die Menschen werden anders reagieren, vor allem mit denen, wo du redest, oder? Mit deinen Freunden, wenn du deinen Freunden deine Ziele erzählst, wo du hin willst und was alles Cooles erlebt wird, dann werden sie dich wieder auf das ansprechen, wie auf die Negativität. Und ich